Bella ciao amigos und herzlich willkommen zurück hier bei ELFF Gaming. Ich bin Joey und mein heutigen Top 5 berichtet sich auf die 5 weltbeste Gamer. Sie wird professionell, YouTuber oder einfach Casual Gamer. Den nächste kann ich euch auch schon direkt vorstellen, und zwar ist das eine Wenigkeit. Dreht das vom LXG Raptor an, hin aus der beste Sabbler. Ja genau. Regie, Intro bitte. Spaß beiseite. Ich stelle nicht nur mal die richtige für den richtigen Dropwood am Gaming. Für viele von euch ist es sicher schon weil ein Begriff, und zwar ist es den Kyle Giersdorf aka Buga. Er ist hauptsächlich bekannt, weil er derjenige ist, der in der Fortnite World Cup und dazu 3 Millionen Euro gewonnen hat. Dazu könnte noch, dass er recht 16 Jahre alt ist. Und ich meine, mehr Skills zu beweisen bedarf es nicht, wenn er bedenkt, dass er in den T-View an einem Moment gegen den regelrecht an Stecker gefetzt wird. Krass gesagt. Er war im World Cup an einer Solo-Runde mit 99 anderen Profis aus aller Welt auf der ersten Platz gelandet. Und ab dem Punkt, wie ihn so in einem Interview, hat er am Kopf, ich könnte das Event aber packen. Wobei er mit dem Gedanken an die Sache gegangen ist, für an Top 20 zu kommen. Er selber zockt das Spiel 5 Tage die Woche und das 6 bis 7, 8 Stunden Tag. Was sich gut auf seine Skill und Handhabung für Fortnite zurückspiegelt. All Respekt für den Kerl. Von 27 Millionen Robop 16 Topspieler als den beste Gamer rauskommt. An denjenigen als den Sergio Ramos. Ich schwätze nicht vom Fußballspieler Sergio Ramos mit den Clash Royale Sergio Ramos, dem am Smiley haben drin. Er war nämlich der Gewinner von der Clash Royale World Final 2017. Durchgesagt hat er sich schlussendlich mit seinem Packer Poison Electro Wizard Deck, der ihm die $150.000 gebrücht hat. Skilltechnisch weiß er einfach, wen das Spiel so spielen für zu gewinnen. Das beweist seine Statistik. Nicht nur hat er in der World Final gewonnen, mehr auch ein Clash Royale League 2018 zu China und World Cyber Games 2019. Clash Royale League Season 2019 ist er leider knapp Strohlange gesprungen und ist nicht mehr zweite gehen. Mit trotz allem ist in 21 Jahren Mexikaner noch immer von den höchstgerankten Clash Royale Spieler auf dieser Erde. Den nächsten ist sicher einer, die ganz wenig von euch kennen, und zwar den zweimaligen E-Sport Formel 1 Champion Brandon Lee. Den britischen Teenager hat die 2 Jahre 2017 und 2018 dominiert, an allen 2 gewonnen. Bevor es ihm am Mercedes Petronas Team, und wenn wir schon bei dem Team sind, als er am Vorjahr mit der britischen Formula Ford Snetterton Circuit, wo er noch nicht so schlecht aufgeschnitten hat für eine Real-Life Racing Experience. In einem Interview hat er verraten, dass er pro Woche 30 bis 40 Stunden zockt. Was, wenn ihr so guckt, Zeiten sind, die ein normaler Mensch auf der Schaff überwältigen muss. Was ja an sich muss sein, weil ihn tatsächlich vom Mercedes AMG Petronas E-Sport-Team einen Vertrag geholt wird. Für mich top der Kerl, keep going. Von seinen Lieblingszitaten, der ich nicht mehr zustimmen kann, ist: Start by doing what's necessary, then do what's possible, and suddenly you are doing the impossible. Wie viel von euch wissen, dass Rocket League mittlerweile auch ein fest Bestandteil an der E-Sport-Community. Was viel starke Spieler mitbringt. Teams wie Fnatic und Dignitas. Wenn ich aber noch von einem einzelnen Spieler schwätzen, da sind ich ganz schnell beim K-Dop. Und schon davon hören, bestimmt. Den Top-Spieler, der mit anderen Stars am Team zockt, wie den Fairy Peak und den Scrub Killer, wo ich so muss, dass mich der K-Dop am meisten begeistert. Skilltechnisch geguckt, an Stats hier auch. An ziemlich alle Events und Turnier hat ihn doch gepackt, ob man zweiten zu gehen. Der Rest immer gewonnen. 45% von seinen Schüssen auf den Goal sind ein Treffer, was schon nicht so schlecht ist, wenn er mich fragt. An alle Performance-Deal, die den ab Rocket League Tracker kann gucken, ist er an den besten 0,1% gerankt. All Respekt, was der Junge von selbst drauf bringt. Kommen wir dann zum letzten Profi auf der Liste. Leider sind ich nicht, ich weiß. Das hat er sich da gehofft und gewollt, aber nee. Der letzte auf dieser Liste ist den Ian Porter. Für die Leute, die am Call of Duty dran sind und den Optic Gaming Channel verfolgen, wissen, dass es um den Crimsix geht. Der 26-jährige Amerikaner hat die höchste Streak, was gewonnen geht. Und außerdem auch was Turniere geht. Und zwar ein 32er Killstreak. War der Call of Duty internen Joke gut, Regie? Ja, top, Bro. Von Anfang an war er mehr am MLG dran, was Halo geht. Mittlerweile aber eben noch Call of Duty. Unter anderem, weil er durch mehr Fame an Erfolg hat, was den ihm ja auch nicht verübeln kann. Durch seine aber Doppelstärke, was Halo und COD geht, war er auch der erste professionelle Gamer, den sich an 2 Games stark beteiligen konnte und sich gut in den Beweis stellen konnte. Das verdient mal definitiv einen Applaus. Wie der gesieht, geht es viel starker professionelle Gamer dabei sind. Und da waren da logisch 5 davon. Dafür, wenn der etwas will erreichen, sehe ich das Spiel raus und am besten 4 Stunden die Woche zocken. Dann müsste das sicher auch irgendwie klappen. In dem Sinn belosen ich dabei und so merci für das Nachgucken.
Wenn dich gefallen hat, dann könnt ihr euch gerne ein Like da lassen und am besten ein Abo. Da verpasst ihr meine Top 5 auch ganz sicher nicht mehr. Aber wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr nach die anderen Videos gucken von meinen Kollegen, wie den Winmi zum Beispiel an der Pol seine Serie guten. Von der Hunger gut oder vielleicht Leute befilmt. Also schnell ab und dann sehen wir uns die nächste Kehr im Mai. Und zwar bei 11F Gaming, dein Channel für Videospieler mehr zu Lützeburg. Es sind die Jury, wünsche ich euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Jahr. Ciao.